Servus und grüß Gott zu der neuen Folge Borlex. Und es wird sich denken, Borlex, schon wieder Borlex. Und wir sagen, ja, schon wieder Borlex, weil wir es im Juli nicht schneller zusammengebracht haben. Und jetzt gibt's halt innerhalb von 3 Wochen 2 Folgen Borlex. Aber ich hab mir sagen lassen von so manchen, das sind welche von unseren besten Folgen. Also beschwert euch nicht, sondern freut euch lieber. Heute sind wir mal wieder zu dritt mit dem Mike und mit dem Corby. Grüßt euch. Ja, servus. Wahnsinn, wie lange ist das her? Wie lange ist das her, dass wir zu dritt in einer Folge waren? Puh, das ist ja ewig hier. Ewig ist das hier. Ja, das ist Sommerpause, oder? Jeder hat anders Sommerpause. Ah, okay, ja. Bei dem Sommer. Ja, jeder wegen Urlaub. Ja, genau. Ja, stimmt. Das passt schon. Aber da freuen sich doch jetzt unsere Hörer sicher wieder mal, dass von 3 Saudeppen geistigen Dünnschiss hören, oder? Bestimmt sogar. Ja, da bin ich mal felsenfest davon überzeugt. Dann darf ich gleich direkt einsteigen und sage, dass der Mike uns seinen geistigen Dünnschiss als erstes verzeiht, wenn er schon nicht moderieren wollte. Das kann ich gern machen. Und zwar fange ich mit dem Bodensatz an. Und zwar, Wolleck war der Kacke. Lass mich in Ruhe. Und zwar Blood Red Sky habe ich mir angeschaut auf Netflix. Ah, ja. Hey. Genau, das ist der neue Film vom Peter Torwart. Torwart ist super Name. Und den Herrn kennt man, der hat Bang, Bang, Boom, Bang gemacht zum Beispiel. Und das ist einer, die fast behaupten, sein bekanntester Film oder sein lustigster, bester. Was man von Blood Red Sky leider nicht behaupten kann. Die Lage ist, er schaut super geil aus. Auch die Effekte sind ziemlich cool. Nur der Film dauert mit über 2 Stunden einfach viel zu lang. Das, wenn man das Ding jetzt auf 80 Minuten macht, weil wenn es jetzt von der Handlung her, wenn du sagst, Terroristen kidnappen ein Flugzeug und in dem Flugzeug sitzt zufälligerweise gerade ein getarnter, in Anführungszeichen, Vampir. Und sobald sich dann der Vampir zeigt quasi, dann gibt's Remi Demi im Flugzeug. Und das kann man eigentlich so kurzweilig und blutig und cool inszenieren, aber es hapert halt einfach. Also das ist in dem Moment, wo man dann sagt, okay, sie ist ein Vampir, sie greift jetzt durch, ist das alles mit angezogener Handbremse. Also sie kann sich nicht wirklich gegen die ganzen Terroristen durchsetzen, der wird die ganze Zeit der Arsch aufgerissen, wo ich sage, ja, für was habe ich dann die ganzen geilen Fähigkeiten, wenn ich da nur die ganze Zeit am Boden liege und umeinander trenn's. Also ich war wirklich so genervt, wo es dann wirklich sagst, ja, steh halt endlich einmal auf und tu was. Du hast eine Hackfresse beieinander, riesig lange Zähne. Du kannst irgendwie die Typen da geil auseinandernehmen. Aber nein, es liegt die ganze Zeit am Boden und also schrecklich zum Anschauen. Also realistisch, okay. Ja, realistisch, ja. Na, schrecklich. Also ich habe wirklich null Spaß gehabt. Der hat am Anfang wirklich nur gut ausgeschaut, weil er eine super tolle Optik hat und von den Schauspielern ist er gut und man erfährt ja in ein paar Rückblenden, wie die Frau dann eben auch zum Vampir geworden ist. Aber wie gesagt, wenn er der Payoff kommt, okay, und man weiß jetzt, sie ist jetzt der Vampir und jetzt geht's ab, ja, dann angezogene Handbremse und dann hat er mich einfach so genervt. Also wirklich, wenn man der Frau oder im Anführungszeichen dem Vampir wirklich Luft lassen hätte und hätte die da rauslassen und da richtig losmatschen, war das cool gewesen. Aber die ständige Rumtrenzerei und das Hinhalten, wo du sagst, da spannst direkt, wie es auf die 2 Stunden Laufzeit kommen wollten, mit lauter Trenzen und nicht vorankommen. Also ich hab mich dann richtig zwingen müssen, den Film fertig zu schauen. Ich weiß nicht, hat den von euch auch jemand gesehen? Nein, ich hab den Trailer gesehen, hab mir gedacht, schaut doch ganz cool aus. Aber ist das nicht Genre, so Action, Horror oder irgendwie sowas? Ja, genau. Das hört sich eher nach Action-Trenzen. Ja, also wie gesagt, wenn es dann soweit ist, dass sie richtig loslegen kann, es ist bekannt, sie ist ein Vampir und jetzt geht's ab. Ja, schrecklich. Also wirklich angezogene Handbremse, mehr kann ich nicht sagen. Und das dann wirklich am Schluss noch, ja, die letzte Stunde, wo ich sage, wenn jetzt das noch eine halbe Stunde gewesen war und ich hätte jetzt dann nach und nach die ganzen Typen da einen Arsch aufgerissen, hätte ich gesagt, ja, cool, kurzweilige Unterhaltung, schönes Genre-Kino aus Deutschland. Aber so war das wirklich zäh. Zwick. Ja, war nix. Aber irgendwie so ein bisschen so typisch Netflix-Film schon wieder, oder? Ja, irgendwie schon. Aber es ist so schade, weil er von den Effekten so geil ist. Also das Monster, also die Vampirin schaut wirklich toll aus. Auch bleibt nicht bei einem Vampir, sagen wir es einmal so. Die Effekte sind wirklich einwandfrei. Und das ist halt dann umso ärgerlicher, wenn es dann sagst, was für verpatzte Chance das Ganze eigentlich ist. Ich hab mir den Monat auch zum ersten Mal Bird Box angeschaut. Das ist ja ein Netflix-Film, oder? Ja. Das ist so ein Scheißdreck. Der war doch voll gehypt. Und ich hab das halt bis zum Schluss da gesehen und hab mir gedacht, hä? Oh Gott, und wo ist jetzt warum war der jetzt gehypt? Wo ist jetzt das coole, außergewöhnliches? Ich fand jetzt den nicht ganz so schlecht, muss ich sagen. Nein,
der Bird Box war für mich ein riesen Scheißtrick. Das war wirklich einer der schlechtesten Filme, die ich jemals gesehen habe. Ja, der ist weiter. nur voll mit brunstdumme Verhalten. Also ich sage ja meistens kann ich mit, sag ich gut, Inge, bei dir gibt vielleicht so, aber da sind Sachen dabei, die sind so blöd, weil ich sag nicht einmal, also keine Ahnung in welcher Situation, dass niemals da irgendetwas so reagieren wird, das ist alles so ein Kass. Okay. Vor allem, das war doch eigentlich die geklaute Idee vom Shyamalan-Typen mit The Happening, oder? Ja, so ungefähr. Die Auflösung im Endeffekt, ja. Ja, The Happening ist doch das gleiche, einfach nur mit der Luft. Genau. Das war, The Happening. Das scheiß Ende vom The Happening gerade noch. Oh, hör mir auf. Ja, du. das Unglaublicher Ende ist Film. doch super, wo die eine die ganze Zeit gegen die Wand knallt. Nein, ich meine dann das, wenn es dann heißt, ja, ich weiß genau, wenn wir jetzt rausgehen, dann hat's uns, aber ich lieb die so sehr, Ja. jetzt laufe ich einfach aus und ich denke, halt doch dein Maul, du Rind, du, oh, fickt euch doch. Ja, und dann sagt die alte Eiche draußen, oh, leg, die Menschen sind ja gar nicht so schlecht, wie ich gemeint hab. Jetzt lass ich es wieder alle durchkommen. Schrecklich. Hör Super, mir den auf, möchte du. ich unbedingt mal wieder sehen. Nein, Hau das auf, bitte. nicht. Ich möchte den neuen vor ihm singen, weil, ja. Ja, oh ja, Old, oder? Old, Den ja. Old. Aha. Der darf interessant ausschauen, ja, aber das Problem mit dem Schalamalailan ist ja echt, ja, das kann richtig cool sein und das kann nicht ein riesiger Pferdeapfel werden. Ja, ich glaube, dass der einen Würfel hat, wo er halt dann entscheidet, machen wir einen richtig guten Film oder einen richtig... Aber den hat er für tja. verschiedene Parts vom Film. Also er würfelt das nicht für den ganzen Film aus, sondern er sagt jetzt, pass auf, erste Hälfte würfelt man aus, die zweite Hälfte würfelt man aus. Und dann denkt er sich, geil, war jetzt cool gewesen, weil die erste Hälfte habe ich positiv gewürfelt, aber die zweite Hälfte muss einfach ein Scheißdreck werden. Die Würfel haben gesprochen. Oder wie hat's geheißen? Mein Latein ist nicht so gut, aber heißt das nicht irgendwas mit Alea acta est oder so? Die Würfel sind gefallen vom Cäsar. Bestimmt. Wenn du das sagst, dann kann es ja nur stimmen. Unbedingt. Und bei The Happening hat er wahrscheinlich dann bloß beim Cast einmal einen richtig guten Würfel gehabt. Ja, genau. Alea jacta est heißt laut Google. Aber das ist anscheinend sein Grundsatz für Beurteilung von, mache ich einen guten oder einen schlechten Film. Ich werde jetzt das gleich aufgreifen, was der Kobi gesagt hat mit dem guten Cast, weil ich habe nämlich einen Film mit einem unglaublich guten Cast, weil ich da wirklich die Hauptdarsteller liebe. Und zwar habe ich gesehen, weil ich so gehypt war von The Suicide Squad, habe ich mir vom James Gunn Slither angeschaut. Yes. Hey. Mit dem unglaublich schönen deutschen Titel voll auf den Schleim gegangen. Und zwar von den Hauptdarstellern, wo ich rede, da meine ich Nathan Fillion, den man kennt als Castle, die Elizabeth Banks, die einfach immer schnucklig ist und unglaublich gut war im Brightburn zum Beispiel, finde ich ja mega. Und einfach mein absoluter Lieblingsschauspieler, ihr wisst es alle, wenn es den The Suicide Squad Podcast von uns gehört habt, an Michael Rooker. Der Film ist im Endeffekt sowas in die Richtung wie die Nacht der Creeps, wenn die noch jemand kennt, auf der Erde. Landet Meteoritenstück und in diesem Meteoritenstück ist kleine Alienspore. Genau, und diese Alienspore, die nistet sie bei Michael Rooker ein im Hirn und lässt den Herrn mutieren und lässt sein Appetit auf oder nicht nur Menschenfleisch, allgemein auf Fleisch und Blut steigen. Und ja, das Ganze ist quasi Body Horror und ein bisschen Zombie-Film ist auch dabei, oder? Wenn die dann die ganzen die Schnecken da rumkriechen, die Alienschnecken und die Leute besetzen und so. Also das wirkt schon alles ein wenig wie ein Zombie-Film. Und ich habe eigentlich einfach jetzt mal wieder bei Slither einen Riesenspaß. Also das ist ein Film, der wo wieder auf 95 Minuten null Fett hat. Null Fleisch, ja, das war schrecklich. Der wo null Fett drauf hat, jetzt wieder im krassen Gegensatz zum Blood Red Sky. Einfach super. Der ganze Humor ist unglaublich gut, wieder so typisch James Gunn. Der Lloyd Kaufman hat da wieder ein kleiner Cameo drin. Also Lloyd Kaufman bekannt von den ganzen Troma-Filme und so. James Gunn, sein Mentor. Sein Mentor, genau. Ja, super. Also jeder jetzt mal wieder ein Riesenfest. Wie heißt der deutsche Titel? Voll auf den Schleim gegangen. Ach, geh leck. Wieso kann man das nicht einfach als Sliver nennen? Also Sliver ist doch ein viel cooler Titel, oder? Ja, voll. Das ist ja gerade ein Zusatztitel, oder, bei uns? Ja. Bei den Amis heißt dann zum Beispiel nur Slither. Aber die Deutschen brauchen immer nur ein wenig Spaßiges hinten nachher. So wie Braindead, der Zombie-Rasenmähermann. Das ist immer nur einer der besten. Der Zombie-Rasenmähermann. Also im nächsten, er klingt aber interessant. Und vor allem James Gunn, ich meine, spätestens seit Guardians of the Galaxy weiß man, der Typ cool Filme machen. Auf jeden Fall. Das Einzige, was jetzt bei dem Film ein wenig ankreiden darf, wenn ich jetzt wirklich da was suche, dann haben der paar CGI-Effekte, die da wirklich
extrem negativ rausstechern, weil die praktischen Effekte so gut sind, wo ich sage, hätte es nicht braucht, so Tentakelscheiß oder irgendwie so. Das wenn sie das auch noch mit Prothesen oder sowas gemacht hätten, war noch geiler gewesen. Also das ist wirklich, der Film ist so 2016, das ist ziemlich schlecht 2006, gealtert. Entschuldigung, 2006, ja. Schlafentzug. Ja, Depp bist du halt. Was? Ja, Depp bist du halt. Ach, das hast du jetzt nochmal sagen müssen. Hast du jetzt umgekehrt, weiß ich nicht mehr, was ich gesagt Nett habe. bist du halt, hat er gesagt. Ja, genau. Nett. So. Ja, genau. Fett bist du halt. Stimmt auch. Ja, gut, ist wurscht. Also, Slither, von mir gibt's eine 100%ige Empfehlung. Yes. Ja, das sage ich auch dazu. Schon, oder? Der haut Ja, rein. der ist Oberwelt. Ja. Und dann haben wir nur einen Film geschaut, und zwar Candyman. Nein, Candyman. Nein, natürlich leider nicht. Von 1992, ich hab mir jetzt den Originalen nochmal angeschaut, weil bei uns ja im Outback der Film nirgendwo läuft. Also Blattling und so. Eckenfein. Schaut's auch nächste Woche jetzt schlecht aus. Ja, Eckenfein, das ist mir schon wieder zweit zum Fahren. Da schau her. Ich hab's dir auch gesagt, du brauchst gerade zu mir fahren und ich fahr weiter, du Grattler. Ja, jetzt mit dem kleinen Kind ist das alles deswegen schwierig, alter Schwede. Das sind Kann alles ich ihm nicht so lange vorbleiben. Ausreden. Ja, auf alle Fälle. Candymans Fluch Sagst wird... den kleinen Juck, dass du daheim bist. Ja, schon. Ich bett mir's zumindest ein. Ich bett mir ein, dass ich gebraucht werde. Ja. Oh. Im Deutschen ist der Film betitelt als Candymans Fluch. Da hat man es quasi auch nicht beim Candyman lassen können. Genau, der Film ist, wie gesagt, von 1992. Ist mit der wirklich tollen Virginia Madsen und Tony Todd auch ziemlich cool besetzt. Tony Todd als Candyman, ikonischer Slasher-Charakter. Also, so wie er ausschaut, da mit seiner Hakenhand und mit dem fetten Pimpmantel und wirklich, wenn er seinen Mantel aufmacht, wo ihm der Brustkorb rausschaut und überall ist alles voller Bienen oder die Bienen, die ihm vom Mund rauskommen, die coolen One-Liner, wo er da immer so rausbrummt, super geil. Also in der deutschen Synchro wie auch im Englischen, ganz toll, echt super. Immer wieder ein Fest. Auch der Soundtrack von Philip Glass wird zu wenig genannt, wenn es wirklich heißt, coole Horrorfilm-Soundtracks, weil der vom Candyman ganz stark ist. Ganz stark. Das Ganze basiert auf einer Kurzgeschichte vom Clive Barker aus die Bücher des Blutes. Was für ein Buch genau, weiß ich nicht, aber die Geschichte heißt The Forbidden, das Verbotene. So hat eigentlich fast jeder kennen wahrscheinlich. Der Candyman, finde ich, ist fast so ein Charakter wie der Pinhead, so in der Richtung, weil der ist richtig erhaben. Er ist in so der 0815er Slasher, der einfach dahin geht und Leute niedermetzelt, egal wo es sind. Das Ganze ist eher wegen, Fantasy angehaucht, wo es der ganzen Geschichte total geil steht. Also ich bin wieder begeistert gewesen vom Candyman. Ich hab mir gestern auch noch angeschaut. Oh, und? Was sagst du? Ja, mir taugt der auch, weil er da wirklich ziemlich düster und ein wenig mehr Atmosphäre aufbaut, als nur rein auf die ganze Zeit nur auf Bodycount zu setzen. Das finde ich, durch das sticht er schon heraus. Weil im Endeffekt gibt's ja nicht viel. Nein, das sind wirklich nicht viel, sondern es geht halt wirklich mehr darum, wie die Tante da schon langsam in den Wahnsinn getrieben wird vor ihm, gell? Ja, genau. Und ja, sonst die 90er, die deutschen 90er-Synchros, die sind so geil greiselig. Findest? Ja, ich finde das, vor allem, also nicht beim normalen Reden, also ich sag allgemein finde ich den Klang immer ganz komisch in die 90er Synchros. Okay. Aber wenn sie dann am Boden liegt, zum Beispiel, mal als da der zweite Kill war, für den sie dann verantwortlich gemacht worden ist, das Umeinandergestöhne auf dem Boden, das ist irgendwie so ein markantes 90er-Jahre-Ding, also Das Gestöhne. und ich denke mir, was soll denn das? Kein Mensch liegt doch so am Boden und sagt die ganze Zeit, das ist so typisch 90er, da kriege ich wieder über den Schlaganfall. Also lieber nur 90er, das was ab 2000 los ist mit deinen Pornosynchros, was hast du in den 90er nie gehabt? Ja, aber die hast du gerade in die Billigfilme. Okay. Und Pornosynchros ist schon wieder lustig. War mir jetzt nicht so aufgefallen, aber dann nimm ich das einfach so hin. Ja, nimm's hin, okay. sonst fängst du nicht. Mike, du weißt, wenn er keine Meinung hat, haben wir verloren. Es ist halt immer, dass meine Meinungen der Tatsache entsprechen. Das ist halt immer das Schlimme. Das ist ein schwarzes Kreuz, das ich zum Drang habe. Das versteht es nicht. Ja, in deiner wunderbaren Zauberwelt ist es so. Ja, das ist dramatisch. Candyland. Nicht Candyman, sondern der Candyman. Candyman. Nein, ich weiß gar nicht, wie schlimm das ist, immer recht zu haben. Das ist echt. Die verkannten Genies immer. Ja, immer. Und dann wirst du halt immer schief angeschaut, weil du halt immer der Erhabene bist gegenüber alle anderen, weil du immer recht hast. Oh Mann.
Cool. Ja, wie heißt es immer von Spider-Man? Mit großer Verantwortung kommt große Macht. Kommt der große Kani. Genau. Ja, was ich jetzt da noch in Angriff nehme, ist der zweite Teil. Der ist jetzt den Freitag von Koch Media rausgekommen in der Amare, auch mit dem China Schuber, und den bauen wir jetzt noch mal ein. Ich habe nicht zuletzt auf DVD gesehen, aber das ist auch schon wieder Äonen her. Also ich bin jetzt wirklich gespannt. Ich schaue mir jetzt alle 3 nochmal an und dann hoffe ich, dass ich das Ding dann doch vielleicht nochmal in irgendeinem Kino sehen werde. Also den, naja. Der zweite läuft bei mir auch gerade. Der ist kurz vorm Aufnehmen, hat man noch eine halbe Stunde gefeiert, aber dann habe ich um müssen, weil es ist, hätte man wieder irgendwas aufnehmen wollen. Ah ja, aber die Drecks-Podcasterei, gell. Ja, da schmerzt man nächstes Mal drüber, cool. Da ich sagen, auf alle Fälle, ja. Am Donnerstag schauen wir dann den neuen noch. Ja, okay. Ja, Okay. mal schauen. Gut, dann ich kann nicht mitreden. Mike, was hast denn sonst du gesehen? Sonst habe ich nichts mehr gesehen. Das waren jetzt die Sachen zwischen Krankenhausbesuchen und daheim sei, habe ich nicht mehr geschafft. Ja, aber ist das kein Warleck für dich, Wo sind? dass du geschafft hast, dass du wieder mal scharf schießt? Also ja, das passt aber jetzt da in den Podcast eigentlich nicht her, aber Ach ich bin so, jetzt nochmal zum zweiten Mal Vater geworden und das war schon Warleck. Hey, herzlichen Glückwunsch. Wow, cool. Danke sehr, danke sehr. Und also so eine Geburt ist wirklich Warleck. Also positiv wie negativ. Also jeder, der was sagt, der schönste Tag in meinem Leben war meine Hochzeit, wo die ganzen bugelten Verwandten sich auf meine Kosten zurückgesoffen haben. Das war der schönste Tag in meinem Leben. Der soll wieder mal Geburt mitmachen, weil da ging die Augen so richtig auf. Deine Frau das ebenfalls so? Ja, schon. Okay. Ja. Bei der Frau geht der Muttermund auf, aber das ist ein anderes Thema. Oh, der war gut. Aber ich hab von einem Bekannten, wo er sie was geheißen hat, das ist, der war ich weiß nicht, warst du bei der Geburt direkt auch dabei? Ja, freilich. Und ich weiß von einem Bekannten, dem weißt du da auch was geheißen hat, das ist der reinste Splatterfilm. Ja, genau, das weiß ich ja. Der Okay. Bekannte ist übrigens gegrüßt Moment. Der Ja, weiß, genau. wer er ist. Genau, wir sagen es jetzt nicht namentlich, aber er weiß, wer er ist. Ja, das ist auch nicht verkehrt. Das ist ein bisschen Body-Horror, weil das Ganze ist schon eine gruselige Geschichte. Ja, Eine gruselige Ja, Geschichte. okay. Sehr schön. schon. Aber das Ergebnis, das gefreut dir dann umso mehr. Und wenn er dann da ist, sind alle Schmerzen vergessen, hat der Michael Mittermeier immer gesagt, und der muss es wissen. Ja, das stimmt. Du, aber eine Frage habe ich noch, Bitte. filmtechnisch. Ja. Hast du die Geburt gefilmt? Video kursiert im Internet. Ich bin ja ein aufmerksamer Letterboxd-Stalker von dir. Okay. Und du hast vor kurzem The Old Ways gesehen. Ja. Und? Es war jetzt eben kein Wolleck. Also er war nicht schlecht. Diesmal überhaupt nicht. Also der hat über die auch wieder relativ kurze Laufzeit von 1,5 Stunden total gut unterhalten. Er war aber jetzt kein cool, super Exorzismus-Gruselfilm. Wo es bei dem Film wirklich cool war, ist, dass man den Exorzismus jetzt einmal aus der Sicht nicht nur von der römisch-katholischen Kirche sieht, sondern von so einer Brucher, von so einer mexikanischen, ich weiß jetzt nicht, wie man das nennt, so wie sie die Religion da unten nennt. Also das ist quasi jetzt nichts römisch-katholisches. Voodoo, war Tahiti. weiß ich nicht. Das ist einmal den Exorzismus aus der Richtung zum Singen, aus der Warte und aus der Sicht quasi von einer Besessenen, fand ich ziemlich gut. Also hat mir gefallen, aber der große Wow-Effekt hat sich nicht eingestellt. Also ich habe dann auch kurz vor Schluss, also die letzte halbe Stunde habe ich dann auch schon gewusst, auf was am Ende auslaufen wird, und so ist dann auch gekommen. Wie gesagt, es waren auch nicht so machtig Jumpscares dabei, er war sehr unterhaltsam, aber wie gesagt, der große Wurf war er nicht. Da, wo der Kani und ich den beim Schiffers gesehen haben, waren wir, glaube ich, beide gleich enttäuscht. Okay, hat er eigentlich gar nicht gefallen gehabt? Na, enttäuscht war ich nicht. Also, naja, oder was heißt enttäuscht? Ab der Hälfte vom Film weiß man genau, was passiert, Ja, und genau, es genau. wiederholt sie. Also ich glaube sogar der Exorzismus kommt ja zweimal vor. Also genau das Gleiche. Ja, das ist auf Netflix drin, oder? Weil ich schau mir jetzt genau, nochmal an. seit gestern meine, oder? Vorgestern. Aber Ja. naja, ich meine, es kann ja auch sein, dass wir, wenn wir den mal auf Deutsch singen, Du das dann verstehst und was das geht. quasi. genau. Ach so, die Das war Exorzist, war das. Scheiße, jetzt der Knopf Das geht ist- auf. Ich hab doch die heiraten da die ganze Zeit. Die ganze Zeit habe ich gewartet. Ich meine, das sind so Rituale für Hochzeitsvorbereitung, ja. Also meiner Frau hat er auch nicht gefallen, die ist dann aufgestanden und hat gesagt, das war ein Krampf. Warum? Also vom Krampf ist er ganz weit weg. Da haben wir schon ganz andere Sachen gesehen. Aber der hat auch überhaupt nicht gefallen. Aber wie gesagt, ich war jetzt nicht gelangweilt. Ich glaube, mein Fazit war, das, was da passiert ist, hätte locker in eine Supernatural-Folge reingepasst. Ja, Das stimmt. kann man sagen.
Ja. Aber es passt alles, was in Horrorfilmen verzeiht wird in der Supernatural-Folge. Das stimmt, weil Supernatural so ziemlich alles aufgegriffen hat, was jemals in einem Horrorfilm irgendwo vorgekommen ist. Ja, und das reicht da. Das reicht. Also wie gesagt, mittel, aber nicht schlecht und nicht der große Wurf. Okay, gut. Dann bin ich jetzt still. Also ich Nein, du bist nicht still, weil wenn der Mike jetzt fertig ist, machst du weiter mit dem Alex. Oh. Oh Mann, das habe ich nicht gewusst, dass das passiert. Oh Mann. Ja, weil du nie den Fotzen halten kannst, dann kannst du gleich weiter schmerzen. Okay. Also ich verzeihe jetzt mal, was ich im August so getrieben habe. Weil der Kani hat es ja angekündigt, ich war im Urlaub, deswegen gab es mal eine Woche lang keinen Podcast. Ja, steinigt mich, es ist mir wurscht. Ja, Frechheit. Man muss aber dazu sagen, meine Kollegen haben ihre Aufnahmen mir viel zu spät geschickt. Gefühlt irgendwie einen Tag, bevor der Flieger ging und dann, ja, jetzt Kim, schneid noch schnell. Ja, was tanzt auf die Nacht? Ja, eben. Und anstatt, dass sie es dann kurz gehalten haben, haben sie mal wieder eine Stunde aufgenommen. War aber auch wieder ein toller Film. Ja, das war ein Selbstläufer, das ist einfach so dahingegangen. Und wenn du nicht dabei bist, weißt du, der Mike und ich, wir harmonieren wir da viel besser. Hab ich dich jetzt getroffen? Da bitte jetzt noch das Zirpen einfügen. Ja, da muss ich das Zirpen nicht Wir einfügen. haben jetzt so eine halbe Stunde ausschneiden müssen, bis sich der Korbi wieder gefangen hat, weil er jetzt einen kleinen Zusammenbruch gehabt hat. Das war einfach Schweigen, das Betretenes Schweigen. die Nicht-Kanis bestätigen können. Also, was hab ich für Warlecks? Ich habe ein Warleck, das sich auf Bücher bezieht, beziehungsweise auf Mangas. Also der Kani kann vielleicht ein bisschen mitschmatzen. Ich war mal wieder so nostalgiemäßig unterwegs und Amazon hat mir Dragon Ball vorgeschlagen, und zwar die Ursprungsmangas in der Massivfassung. Was ist das genau? Da sind 3 Bände drin von früher in einem Band. Ungefähr für einen Preis zwischen 5 und 10 Euro. Habe ich mir gedacht, boah, krass. Das ist schon ewig her, dass ich mir das letzte Mal angeschaut habe. Ich weiß auch gar nicht, wo die alten Bücher drin sind, weil ich habe da als Kind eine Zeit lang die ja gesammelt. Ich bin von 42 Bände auf 17 gekommen und dann war es gar mit dem Sammeln. Aber ich habe mir gedacht, naja, wenn ich mir da jetzt mal so ein Buch Kauf, das sind ja dann über 300 Seiten, da brauche ich bestimmt ewig. Ja, also ich habe sämtliche Dragon Ball Massivbände, die es gibt, dann durchgelesen. Das sind aktuell 12, ich glaube, heute kommt das 13. raus. Und ich hab innerhalb von 4 Tagen die komplette Dragon Ball Geschichte gelesen. Also praktisch das, wo ich als Kind gefühlt immer ein halbes Jahr dran gesessen bin, wenn ich mal wieder von vorne angefangen habe für 17 Bände, habe ich das jetzt alles in 4 Tagen durchgezogen. Okay. Neben der Arbeit. Wow. Da war ich von mir selbst beeindruckt und da habe ich mir gedacht, naja gut, das sind ja keine richtigen Bücher, es sind Comics. Aber habe ich irgendwie cool gefunden und das war mal wieder so richtig schön nostalgisch. Schön. Weiß nicht, ob's ihr außer den Anime, wo ich mal davon ausgehe, hab's den gesehen, die Mangas gelesen habt? Ich schon. Zwar nicht alle, weil ich bin, irgendwann habe ich die Sammlerei eingestellt für die Mangas und denke mir jedes Mal wieder, wenn ich am Regal unten vorbeigehe, wo es drinstehen, ich hätte euch so gern komplettieren. Ja, was bei Dragon Ball mit 42 ja doch ins Geld dann eingeht, aber bei den Massivbände, also es werden jetzt insgesamt 14, finde ich, geht's. Ja, Weil das schaut ja relativ cool aus. Das ist jetzt nicht so, dass wenn ich jetzt da 42 Bände habe, dass dann die Leute hingehen und sagen, okay, alles klar, und Augen verdrehen und wieder gehen. Und wenn, dann gibt's Hausverbot, oder? In meiner eigenen Wohnung. Ach so, du meinst die Gäste. Die Gäste halt, weißt du, wenn du einen Augen verdreht, dann sag ich, dann verpisst dich aus meiner Bude, wenn du nicht weißt. Ja. Die Scheißen. Ja, genau. Ich meine, das mit dem Komplementieren wird mich irgendwann einmal treffen, wenn One Piece zu Ende ist, weil das habe ich als Kind wirklich dann durchgezogen und habe, glaube ich, über 50 Bände oder so. Jetzt habe ich aber neulich gesehen, die sind jetzt bei 98 und ich habe mir halt dann gedacht, okay, wenn die das irgendwann mal fertigstellen, dann erst, wenn es vorbei ist, weil dann möchte ich das einmal komplett durchlesen und dann war's das aber auch. Wahrscheinlich verbrenne ich dann die ganzen Bände oder so. Ja, ich habe die Dragon Balls angefangen und dann waren so Dragon Ball Z Sondermangas habe ich mir noch angefangen und dann Naruto und One Piece und Bleach und da war ich wieder in so einem Wahn, aber ich denke, wow, geil, Alter, alles her damit und noch eingekauft und hab so vor alle, was weiß ich, immer so 15 bis 20 Bänder schon gekauft und dann habe ich aufgehört und jetzt blutet mir jetzt das Herz, wenn ich drauf vorbeigehe. Es ist halt eine Kacke, weil es halt eine Riesensammlung dann ist, die du nicht vervollständigen kannst. Aber One Piece oder so ist halt auch richtig fies, weil das läuft jetzt seit über
was sind jetzt 20 Jahre? 20 Jahre? Und das ist halt schon scheiße. Bei Dragon Ball bist halt jetzt irgendwie befriedigt, weil du sagst, okay, das ist eine abgeschlossene Geschichte, wenn ich das durchgelesen habe, ist alles cool. So, der Mike denkt sich jetzt, gut, interessiert mich nicht, bitte weiter. Nein, ist schön, wenn du da Spaß drauf hast. Also, wo das Ganze bei uns so aufgekommen ist, da war ich schon zu alt, glaube ich. Also, das ist dann so, aber bei Dragon Ball, ich habe das dann auch im Fernsehen die ein paar Folgen nochmal gesehen gehabt, aber das war jetzt nicht das, was mich zu der Zeit da geflasht hat. Also, ich hab das alles mitgekriegt und ich weiß auch vom Kani ein paar Sachen, auch mit One Piece und was weiß ich. Mir sagen da ein paar Namen und Titel, sagen wir da was, aber ich bin da nie wirklich reingekommen. Das machst du jetzt auch mit deinen Buben, wenn sie alt genug sind. Aber Dragon Ball war doch Anfang der 90er, oder? Ja, da war ich schon zu alt. Ich bin ja schon viel älter wie du. Als du. Da warst du schon zu alt? Ja. Nein, das ist, wie gesagt, da haben andere Sachen cool gewesen. Das war, nein, ich schieß mich tot, wann das Ganze auch im Fernsehen gekommen ist, war dann RTL 2, glaube ich, zu der Zeit. Ja. Aber ich weiß das nicht. Wie gesagt, ich weiß, das ist rausgekommen, aber das war nie meins. Okay. Ganz schön ein komischer Typ, aber gut. Ja, Weirdo. Normalerweise, weil es heißt, die, wo Mangas lesen, haben die Weirdos, du Vogel. Nein, die sind mittlerweile richtig angekommen. Ah, okay. Nerd ist das neue cool, oder? Ja, auf jeden Fall. Die haben jetzt einmal so Tentakel-Hentais, das ist sicher dein so perverse Sau. Ah, ich hab da wirklich der Hand auf Dinger, Fox öfters einmal so Dinger gekommen, so MD-Geist oder was weiß ich, wie das heißt. Also, es war lauter so richtig grobe Splatter-Dinger. Also, sowas habe ich mir schon angeschaut, aber, wie gesagt, mit Mangas und Animes dann eigentlich eher weniger Berührungspunkte. Ja, eher so. Ja, Netflix haut ja jetzt auch immer wieder neue Animes raus und ich glaube, erst das Wochenende ist ja Witcher-Film ein neuer rausgekommen. Also auch als Anime. Ja, kann man sich mal anschauen. Hast du schon, ja, und Star Wars bringt doch jetzt auch das Visions raus, wo dann auch die verschiedenen japanischen Studios Geschichten verzeihen dürfen. Da schaut der Trailer ziemlich geil aus, also so geil Anime over-the-top-Action halt wieder. Ich hab mir diese Godzilla-Serie, diese Anime-Serie von Netflix angeschaut. Ja, das war okay, aber okay, langweilig, oder? Nein, eigentlich nicht langweilig, weil die Story fand ich schon packend, aber der Stil von den Monster ist gewöhnungsbedürftig. Doch gewöhnungsbedürftig. Er ist jetzt nicht schlecht, sondern er ist halt anders wie die gezeichneten Menschen und die Gegend und so. Sind die ja wieder gezeichnet oder ist das wieder das Cell-Shading, das Kreislige, wie in die Filme, von den Godzilla-Filme? Das kann dieses Shading sein. Ich finde das so grausam. Also echt, ich kann mir keinen Anime anschauen, der so kreislig animiert ist. Ich mag das schön gezeichnet haben, aber diese halb animierte Cell-Shading-Kacke, haut's ab von mir. Ich scheiße hier einen Haufen drauf. Ich kann es aber jetzt nicht zu 100% sagen. Schau einfach mal eine. Die Filme sind so hässlich, in so einer hässlichen Optik, ich finde das furchtbar. Ja, aber wie schon gesagt, ich finde schon, man kann sich's anschauen und es war kurzweilig. Ich glaube, das waren 14 Folgen oder so, vielleicht sogar weniger. Und das hat schon Spaß gemacht. Aber gut, weg von Animes und Mangas hin zu meinem Urlaub. Das ist jetzt gemein, gell, wenn ich das jetzt verzeihe. Möchtest du jetzt echt verzeihen, wie viel du gekifft und Schwammerl gefressen hast, oder was in Amsterdam? Ja, schon, natürlich. Machst du jetzt strafbar, oder wie? Wo warst du denn? In Amsterdam. Oder wie die gebürtigen Amsterdamer sagen dann, in Amsterdam. Amsterdam, Junge. In Amsterdam. Genau, und Junge. Amsterdam ist wie Hamburg, nur teuer. Ja, also das ist tatsächlich so mein Hauptfazit. Ich fand Amsterdam ziemlich cool, aber wir hätten wahrscheinlich keine 5 Tage dort bleiben sollen, weil das ist schon ziemlich ins Geld eingegangen. Dann hätte es auch keine Sommerpause für den Podcast geben. Also Corby hat schon vermerkt, Holland, nein, keine 5 Tage mehr. Das geht nicht. Nein. Aber mein Warleck von dem Amsterdam-Urlaub ist die Priorität auf den Straßen. Es ist der Wahnsinn. Also auf der Prio 1 stehen Fahrräder. Da gibt's nämlich gefühlt keine Verkehrsregeln. Also da gibt's Zebrastreifen, da musst du aber hüten als Mensch, dass du über den drüber gehst, weil da hält keine Sau für die. Wirklich niemand. Und du siehst überall Fahrräder. Überall fahren die Leute mit ihren Fahrrädern rum. Und das war für uns so einschüchternd, dass wir gesagt haben, okay, wir fahren da selber nicht mehr im Fahrrad rum, weil wir die Verkehrsregeln nicht kapiert haben. An zweiter Stelle kommen dann Autos. Wir haben hauptsächlich nur entweder Porsches gesehen oder Mercedes oder so kleine Mini-Elektroautos, die dann auch auf dem Gehweg fahren. Das heißt, als
Mensch, als Fußgänger bist du nirgends sicher. Deswegen, also Prio 1 Fahrräder, Prio 2 Autos, Prio 3 höchstwahrscheinlich Möwen und Prio 4 bis halt gar keine Prio sind dann Menschen, die dann versuchen, auf diesen Straßen sich fortzubewegen. Also echt krass. Aber naja, vielleicht, wenn man genügend Zeit sie eingezogen hat, dann findet man das ganz cool und dann macht einem das auch nichts aus, wenn man mal von dem einen oder anderen Fahrrad angefahren wird. Ja, überhaupt, wenn alle gleich prall sind, dann ist ja wurscht. Ja, wobei es halt, das ist ja wieder mal ein Tipp für Deutschland, sobald es halt legal ist es halt dann da fast schon wieder wurscht. Natürlich, wenn du da so durch die Straßen gehst, riechst ab und zu dann einmal Gras und weißt, okay, da zieht gerade einer einen durch, aber das ist halt da nicht wirklich so das präsente Thema. Also hängen jetzt nicht überall Leute nur umeinander und kiffen, sondern ja klar, es gibt die Ausnahmen, aber dadurch, dass es halt legal ist, interessiert es keinen so richtig. Es ist ja bei uns auch nicht so, dass gerade weil Alkohol saufen darf, dass 24/7 die Straßen mit vollkotzt werden vom besoffenen Leuten. Das ist halt einfach nur Bullshit bei uns. Wieder betretenes Schweigen. Warum hast du wieder nicht kapiert, was ich gesagt habe, oder was? Doch, ich hab's schon kapiert. Aha, erklär's Ja, mir. ich hab gegrinst und genickt, hast du das nicht gesehen? Nein, aber jetzt zumindest meine Kamera nicht mehr abbiegt, dann kann man zukünftig auch mit Video, aber das machen wir lieber nicht. Oh Mann, Aber doch. da muss ich mir doch. Tor richten. Da muss ich mir Hosen anziehen. Nix gibt's, keine Hosen. Ah, okay. Ja, gut. Jedenfalls, das war so mein Fazit aus Amsterdam. Und dann kommen wir jetzt so zum Film. Und zwar, ich habe, als ich dann wieder da war, mich mit dem Kani ein paar Mal ins Kino reingeguckt. Oder warte mal, nein, mit dem Kani mich bloß einmal reingeguckt, mit meiner Frau dann noch 2 weitere Male. Und bei dem einen Mal, wo der Kani im Kino waren, haben wir uns die Green Knight angeschaut. Du darfst ja jetzt sagen, von wem wir die Freikarten gekriegt haben. Das darf ich nicht sagen, das muss unter uns bleiben. Was? Kim, sag's. Du schaust nach, oder? Nein, ich schaue überhaupt nicht nach. Ich schaue überhaupt nicht nach. Nein, das war wir hätten Karten gekriegt gehabt für die Pressevorführung ursprünglich. Vollkontakt, oder? Ja, genau, aber das Problem an Pressevorführungen ist, als Idiotenverein, wie wir es mir halt sind, die das gerade sehr Gaudi machen, hast du nie die Zeit, dass du da hinfährst, weil die Dinger sind am Mittwoch um 11 Vormittag in Minga. Ja. Kein Mensch fährt um 11 Vormittag auf Minga, wenn er normal arbeitet, muss das aussehen, oder Baustelle ernten. Und dann war aber die liebe Nathalie von Vollkontakt so nett und hat gesagt, dann schaut's denn bei euch irgendwo an, wenn er kommt, und hat uns dafür Karten zukommen lassen. Das war eine äußerst tolle, sehr liebe Geste von dir. Und der Kani, der aufmerksame Kinostalker, hat dann gesagt, hey cool, The Green Knight kommt in Straubing im Kino. Die Karten sind schon 3 Wochen, glaube ich, daheim gelegen, bis Genau. endlich irgendwann von unseren beschissenen Outback-Kinos das geschafft hat, diesen Film zu zeigen. Tja, und dann waren der Kani und ich in The Green Knight und wir haben uns verzaubern lassen. Und also für mich ist es auf jeden Fall rein optisch schon mal ein Warleck. Und dann noch mal ein Warleck, dass er mir mit einem riesen Fragezeichen zum einer aus dem Kino rausgelassen hat. Also die Handlung, wenn man den Hintergrund nicht kennt, ist komisch, oder? Den mythologischen Hintergrund meinst du, oder was? Ja, den mythologischen oder halt diesen Hintergrund. Also der Film basiert ja eigentlich auf einem Gedicht, glaube ich, oder auf einer Geschichte, einer altertümlichen von Sir Gawain und dem grünen Ritter. Also grob umrissen, weil ich versuche jetzt mal das für beide Handlungen, also für das Gedicht und halt für die Green Knight zu erklären. Der Sir Gawain ist der Neffe vom König Artus. Der sitzt halt so an Weihnachten mit dem König Artus und seiner Tafelrunde am Tisch und die palavern alle und verzeihen sich Geschichten und auf einmal wird die Tür aufgerissen und der grüne Ritter kommt rein. Und der grüne Ritter ist im Film sowas wie pflanzlicher Ritter oder Ritterbaum, keine Ahnung, der halt lebt, reitet da eine mit seinem Ross und verkündet, dass er gegen einen von dieser Tafelrunde kämpfen möchte. Und er gibt dann demjenigen auch seine riesige Axt, die er mitgebracht hat. Und die Verletzung, die derjenige dem grünen Ritter zufügt,
wird in einem Jahr vom grünen Ritter demjenigen zugefügt. Und da sagt er halt dann auch dazu, egal ob er halt einfach nur einen Kratzer irgendwie am Daumen hat oder halt der Kopf eine Delle abkriegt, genau das gleiche wird er ein Jahr später demjenigen zufügen. Ja, und der Sir Gawain sagt halt dann, alles klar, mach ich. Tja, und der junge Ritter übertreibt dann ein bisschen und schlägt dem grünen Ritter den Kopf ab. Was natürlich bedeutet, ein Jahr später, wenn der Sir Gawain kein Feigling ist, muss er sich dem grünen Ritter stellen und dann wird ihm der Kopf abgeschlagen. Weil der grüne Ritter steht dann auf, ohne Kopf, nimmt seinen Kopf und sagt dann, so, passt, danke, wir sehen uns dann in einem Jahr. Tja, in The Green Knight geht's dann praktisch um diese Reise dahin und von der Symbolik her darum, was das mit dem Sir Gawain oder Gawain macht. Ich glaube, er ist ja da noch gar kein Ritter. Zumindest im Film nicht. Und was halt Ehre bedeutet. Also zumindest das ist jetzt meine Interpretation. Weiß nicht, kann ich, ob es du irgendwie anders siehst. Ja, nein, es geht schon in die Richtung, weil er treibt da recht ein Lotterleben, führt er ja auch, ganz geil am Eisaufen. Ich spoilere mir jetzt nicht zwei, aber das ist auf alle Fälle gewollt, dass er derjenige ist, der den Schlag ausführt, damit er vielleicht einmal ein bisschen entdeckt, was es heißt, Ehre zu besitzen und zu erlangen und ein Ritter zu werden. Genau, produziert von A24 oder vermarktet. A24, Ja. In der Regel ein Garant für einen guten Film. oh ja. Genau. Der Hauptdarsteller ist der Dev Patel, kennt man aus Slumdog Millionär. Und der macht da einen richtig geilen Job. Also, wie schon gesagt, Warleck-technisch ist es für mich schon allein wegen die Bilder, wegen dem Fuchs, der drin vorkommt. Also, alle Leute, so wie ich, die auf Füchse stehen, die werden bei dem Film rundum versorgt. Zur selben Zeit, wo der im Kino, also ich habe das gesehen, weil ich einen Post dann gesehen, da war ich gerade im Kreissaal, da habe ich mir gedacht, da schau her, die einer sitzt im Kino und haben eine Vorstellung und ich habe da Vorstellung. Naja, Aber ich war total heiß drauf. Also das war so ein Ding, wieder wie gesagt, A24 bin ich immer gehypt, wenn da ein Film rauskommt von denen und da die unglaublich gern sehen. es ist ein Trailer kennen von einem Film, wo mir jetzt leider der Name entfallen ist, mit so einer asiatischen Familie, die nach Amerika ziehen und da versuchen, Fuß zu fassen. Im Steve Yeun von Walking Dead, gell? Ja, genau. Heißt der Steve Yeun? Ich glaube, dass, wenn es du so aussprichst, dann muss das richtig sein. Und Ja, da ich hab mit so einem Aussprachendepp geoutet beim Suicide Squad, weil der Idris Elba, ja nicht Idris Elba, sondern Idris Elba heißt. Okay. Na, jedenfalls, ich habe den Trailer gesehen und habe ja Gänsehaut gekriegt. Den muss ich unbedingt anschauen. Das der war ist ganz, der Wahnsinn. Der hat echt richtig gut ausgeschaut. Minari heißt der, oder? Wo wir Wurzeln schlagen. Ja, genau, ja. Der hat sehr, sehr berührend, hat der Trailer eigentlich schon so ausgeschaut, dass du genau weißt, du musst wahrscheinlich ganz viel trinken. Ja. Also, Mike, den können wir uns dann zu dritt anschauen. Ich hoff's. Das wäre soweit mein Warleck. Weiß ich nicht, ob er für den Kane auch ein Warleck war. Ja, absolut. Ganz, 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 ganz starkes Kino. Aber er muss sehr entschleunigt sein wieder, oder? Sehr entschleunigt, absolut. Also da ist überhaupt kein Gas eigentlich dahinter. Wo arbeitet halt Vollgas nur mit Beutel und Symbolik, und wenn du die Geschichte halt gar nicht kennst, dann sitzt wirklich auch komplett wie der Ochs vorm Berg und denkst da, und selbst wenn du dann danach in die Geschichte ein bisschen einliest, dann musst du echt schauen, dass du vielleicht irgendwie eine direkte Erklärung zum Film vielleicht irgendwo findest, weil da echt einige Sachen dabei sind, wo du sagst, was wollten sie mir denn damit eigentlich sagen? Okay. Ich denke mal gerade die komischen Riesen, was wollten die überhaupt? Ja, die hat halt einen Haufen Zeit nur dazu gedichtet. Der Regisseur, der David, wie heißt der, Lowery, der hat auch den Film an Willow orientiert. Also an den komischen Fantasy-Film von 88. Also da hat er sich brutal inspirieren lassen und da wollte er irgendwie schon immer, seitdem er ein kleiner Bub war, unbedingt mal einen Film machen, wo lauter solche Elemente, so Fantasy-Elemente vorkommen. Die Frage ist halt echt, ob man da jetzt halt einfach nur versucht, viel mehr eine zum interpretieren, als er letztendlich sagen wollte, oder ob halt einfach wirklich nur ein paar Fantasy-Elemente aus seinem Kopf einzogen wollte. Weißt du, wie man? Weil bei A24 bin ich ganz oft so dazu verführt, dass ich versuche, mehr außer zum Lesen, als mir der Regisseur wahrscheinlich am Ende sagen wollte.
Naja, die Ursprungsgeschichte ist ja reduziert auf den Anfang und aufs Ende vom Film. Ja, da genau. wo er dann bei dem Schloss ankommt oder bei der Burg. Ja, genau. Und das, was dazwischen drin passiert, das hat er wahrscheinlich schon sehr groß dazu Das gedichtet. ist quasi wie beim Hobbit, oder? Gerade nicht den kreisligen Hochglanz-CGI. Beim Hobbit haben sie natürlich noch mal ein bisschen anders übertrieben. Da hat man ja 3 Filme dann draus gemacht, anstatt dass man jetzt einen langen, großen Film draus macht. Aber ich meine, Hobbit lässt sich ja ganz anders vermarkten. Nee, ist eh klar. Ja, ich glaube, der Green Knight hat irgendwie 15 Millionen Budget gehabt und hat jetzt beim Box Office um die 18 Millionen eingespielt. Ja, ist der Hobbit in einer anderen Liga. Ja, wenn du schaust, er ist ja da zum Beispiel in England überhaupt nicht gelaufen, also er hat schon wenig Chancen gehabt auch, oder sie haben ihm wenig Chancen lassen, dass er eben ein Publikum findet. Also das ist vielleicht also ein Film, wo dann vielleicht erst im Heimkino-Release oder sowas dann durchstartet, weil dem ist halt wahrscheinlich auch die Corona-Situation dazwischen gekommen, schätze ich jetzt einmal. Wie so vielen. Und halt, und das sperrige Thema halt natürlich. Das ist ja das, was du sagst, ja, wenn der Herr der Ringe-Schauer sagt, ja, wo ich der Green Knight, da hau ich mich rein, und dann sagst du da sowas, wo ich jetzt davon ausgeht, dass das so ein Film ist, wie er ist, oder wird sich das versetzt, dass er so langsam ist, wo dann einer sagt, ja, so ein Scheißdreck. Also das finde ich schade, wenn der in England nicht gekommen ist. In Holland, da in Amsterdam, habe ich ganz viele Plakate von der Green Knight gesehen, aber da stand immer das Amazon-Logo mit dabei. Also da stand irgendwie ab 21. August oder so, oder 24. August bei Amazon. Also anscheinend hat sie da Amazon auch ordentlich die Rechte da eingekauft. Okay. Also vielleicht liegt es ja darum, dass das halt dann jetzt in so vielen Kinos gestartet ist. Ich weiß nicht. Aber trotzdem, wenn man dann dachte, na, das möchte ich gar nicht abwarten, und wenn der bei uns im Kino kommt, dann muss der angeguckt werden. Ja, und ich habe Aber gehört von hallo. den ganzen Battle, dass es recht episch ist, und es soll halt wirklich im Kino auch gesehen werden, weil halt das ganze Landschaft und so halt alles unglaublich gut eingefangen sein muss, oder? Voll. Ja, genau. Da gibt's vielleicht einen Kritikpunkt, und den muss ich jetzt einfach mal loswerden, weil ich letzte Woche 3-mal im Strahlwinger Kino war. Okay. Dieses Kino 5, ich sag das jetzt mal ganz laut, das Kino 5, wo die fucking Indie-Filme immer wieder laufen, das ist scheiße. Das ist könnt's grausam. das könnt's genauso gut einfach zumachen, okay? Ja, das ist das Alcatraz unter den Kinosälen, ist das Alcatraz unter den Kinosälen. Von der Seiten blendet das scheiß Fluchtweg-Logo so hell eine, dass die rechte Seite ausblendet ist, da sechst nichts mehr. Ja. Die Leinwand, für das die Leinwand sauber eben drüber spannen, dafür, das haben sie auch nicht zusammengebracht. Überall sind Wellen drinnen, also kann man das nicht nachspannen, kann ich das scheiß Licht nicht drehen, was ist mit euch? Ja, also das ist echt mies. Also wenn du schon so ein kleiner Saal drin bist, wo halt dann die Leinwand nicht größer geht, dann kann man ja wenigstens sich dafür Mühe geben, dass die Leute drinnen einfach Spaß haben. Ja, genau. Und man wollte schon sagen, verdammt, wir haben da Geld ausgeben. Und Ja, dann ist genau. mir eingefallen, ach, das stimmt ja gar nicht. Aber du später bei den anderen Filmen, oder? Naja, ich meine, klar, ich war ja dann nur zweimal im Kino, ich habe mir einmal dann noch Promising Young Women angeschaut, und zwar diesmal mal auf Deutsch, und dann habe ich mir am Sonntag, nachdem ich leider euren Podcast zusammengeschnitten habe, das Suicide Squad angeschaut. Ach du Scheiße. bist aber selber schuld. Was heißt, ach du Scheiße, ihr habt mich da doch noch mal so gehypt, dass ich mir dann gedacht habe, okay, ich muss mir den einfach anschauen, allein wegen am Wiesel. Ja, und ist er dann am Ende, warum ist er dann kein Wolleck nicht, warum ist er nicht ganz dicht? Okay, dann mein anderes war Leck des Suicide Squad, ein richtig geiler Film. Ja, das teilen wir uns. Okay. Bei mir ist nämlich aufgefallen, dass ich kein gutes Wolleck habe, ich hab nur lauter Scheißdreck. Ja, dann mach du gleich weiter. Weißt du, schwimmender Übergang. Also, schwimm der Übergang. Bist du fertig praktisch, das ist schön. Yes. Ich hab schon gemeint, da jetzt der Fotzen gar nicht mehr. Mist, Ja, unser geteiltes Wolleck, damit ich auch ein Positives gesagt habe, Corby und meins miteinander, der Suicide Squad, und sicher auch noch mein Mike seins, weil Oh, yes. ich hab bis jetzt noch keinen gehört, der diesen Film gesehen hat und gesagt hat, das ist ein Scheißdreck. Ich weiß nur Leute, die riesigen Spaß damit gehabt haben. Ich hoffe, es gibt ein Sequel, das dann einfach nur heißt The Weasel. Der Weasel Es gibt Cut. zumindest eine Serie über Peacemaker, den Vollidioten. Den brauchen wir. Aber ja, was soll ich sagen? Ich hab noch überlegt, wir haben nämlich ein Exemplar zum Anschauen gekriegt vor dem Film Slade. Wer stirbt als nächstes? Ja, Wolleck, ich hab's vorher schon angeteasert, es gibt nur ein gutes Wolleck, das war Suicide Squad, ergo muss Slade Wolleck Scheißdreck sein, und das war ja, leck mich doch am Arsch.
Also, der kommt jetzt am 1.9. ist er jetzt veröffentlicht worden. Und das ist echt, ich hab mit einem Bekannten von die Scary Movies geschrieben, der hat ihn angeschaut und hat mich dann gefragt, weil ich wusste, die haben vorher gesehen, ob da noch irgendwas passiert, dann sage ich, eher weniger. Was cool ist die Masken vor dem Killer, aber ansonsten, es ist eine Hochschule und es ist alles so, das ist einfach alles so 0815er lieblos hingeschissen. Ich mag gar nicht, es gibt dann irgend so ein Killer mit so einer, das ist cool, die Masken vor ihm, die Spiegelmasken ist cool, aber ansonsten, das möchte ein Slasher sein, dafür wird nicht geil genug umeinander geslasht, dafür da ist, also ich weiß gar nicht, was ich großartig sagen soll, weil es war wirklich, so eine Gurken habe ich schon lange nicht mehr angeschaut. Das ist ja echt Wahnsinn, was das für ein Dreck ist, dieser Film. Grausam. Also, ich fühle mich betrogen um 1,5 Stunden von meinem Leben. Okay, krass. Und du hast uns gar nicht über Letterboxd vorgewarnt. Ja, das habe ich vergessen. Der weiß mir nicht mehr wert, dass ich auf Letterboxd eingehe und diesen halben Stern hergibt. Der kriegt einfach gar keinen. Du hast überhaupt was bei Letterboxd rein? Ja, wenn ich mal gerade dran denke, dann schmeiße ich was rein, aber bei dem, da habe ich gesagt, nein, das ist mir einfach nicht wert. Mir gelangt schon, wenn ich jetzt darüber was sagen muss und dann vielleicht noch ein paar Sätze dazu schreiben, wenn wir es veröffentlichen. Schaut's, ich sag, macht's einen Bogen rumdum, weil das echt nicht so toll ist. Ich werde zwar einen Link dazu posten mit Affiliate, damit wir Kohle kriegen von euch, aber ansonsten nix. Super Werbung, wirklich. So, es ist echt ein schlechter Film, aber genau, kauft's Also er ist nicht gut, aber kauft's euch bitte. Genau, kauft euch bitte, dass wir uns was zum Essen kaufen können. Der Mike, der muss jetzt 2 hungrige Kindermäuler stopfen. Oh Mann, jetzt geht's rund. Und vielleicht bestellt euch 2, weil Weihnachten ist auch bald für eure Liebsten. Ja, das stimmt. Eine Katze und ein Hund hat er auch noch zum Futtern. Also oh mein, kauft euch 3. Ostern kommt auch 2020, ja, 2020. Hilfe. Oh ja, Gott. Jetzt muss ich kurz schnell wo hier und ein Tempo holen, weil ich hab mir jetzt gerade irgendwie am Arm aufgereiht und blöd wie abgestochen ist Sau. Dabei habe ich nicht mal im Vorjahr, dass ich recht blüten kann. Das passt ja zum Film auf, weil ich Slade und der Conny ist aufgeslayed worden. Schon. Du, wie kann das sein, dass du für Dragon Ball schon so alt warst? Weil ich zu der Zeit schon keine Zeichentrickfilme oder so in der Richtung nicht angeschaut habe. 99. Das ist 99 bis 2000 zum Beispiel auf RTL 2. 99, da war ich 16. Ja. Da ist bei mir gar mit Mangas. Da war es gar, da habe ich mich auf Weiber spezialisiert und nicht auf Mangas, Alter. Du und auf Weiber spezialisiert. Nein, nicht auf die Mangas, auf den Anime. Ach Gott. Der Mike, der große Schwanzjäger, hätte sich auf Weiber fixiert. Genau. Ich habe einen ganzen Strand vorher Schwänze gegessen. Ne? Das war, wie gesagt, das war mit 16, da habe ich schon mal Horrorphase gehabt. Da waren dann solche Sachen cool und nicht, da war das mit Zeichentrick eher erledigt. Ja, Zeichentrick. So, das ist jetzt nicht mehr bezeichnet, aber okay. Okay. So, weiter geht's. geht's. Wieder zurück. Ich weiß nicht, was mit meiner Kortisonshaut heute schon wieder los ist. Aber irgendwie blüht die wieder Sau. Ja, und was habe ich mir noch angeschaut? Ich habe mir angeschaut eine Classic Horror Story und das ist auch ein Riesenscheißdreck gewesen. Halt dein Maul! Halt dein Maul! Ja, unglaublich, was das für ein Mist ist. Fleiß, du voll. Nein, du wieder nicht. Das habe ich nachher angeschaut, habe es mir aufgeschrieben, dass ich diesen Film absage, weil das ist jeder Scheißdreck ist. Und ich bin ganz dankbar, dass du schon eine Folge aufgenommen hast, weil jetzt brauche ich ja keinen weiteren Ton drüber verlieren, um wo es bei dem Mist von Scheiß aus Film überhaupt geht. Aber es passt ja wieder zu dem Thema, Netflix bringt irgendwie gerade alle 100 Filme einen guten aus. Aber der Mike hat sich da so viel Mühe gegeben, auch mit den Referenzen und ich war fast schon gewillt, dass ich ihn mal dann auch anschaue. Ja, du kannst ihn ja gerne anschauen, aber danach müsst du die Pulsadern aufschneiden, weil du denkst, ist super. Überhaupt nicht. Überhaupt nicht, okay. Überhaupt nicht. Also wir haben uns zu zweit angeschaut, zu dritt waren wir und jeder hat gesagt, Kruzifix, dann ist das eine Scheiße. Du weißt genau, wie das abläuft, wenn ihr zu dritt Filme schaut. Da schaut ins Handy rein, in Bierflaschen rein, aber vom Film gibt kein Mensch Obacht. Nein, Bierflaschen war gar nicht dabei. Das gibt auch bei dir, glaube ich, das nicht. Gin Tonic. Gin Tonic ist das neue Getränk momentan. Cool. Wie gesagt, hau noch aus, was hat dir alles gestört? Nein, ich mag gar nicht drauf eingehen, weil das ist okay. einfach, der reizt sich ein bei Slate, also ich mag da nicht zu viel Zeit verlieren über so einen Schmarrn. Okay. Wahrscheinlich kriegen wir jetzt dann keine Exemplare mehr zum Anschauen, weil wir so schlecht über die Filme reden, aber schickt uns immer was Gescheites, hat es selber schuld. Jetzt einmal, und dann noch so Persönliches war leck, aber das glaube ich verstehst du auch, Mike. Das war jetzt eigentlich für Juli angesetzt gewesen, aber da war ich ja verhindert. Aber du bist auch einer von den Allergiegeplauten, gell? Ja. Und
ich weiß nicht, ob du schon ordentliche Medikamente gefunden hast, aber ich flipp aus. Jetzt, ja, ballert immer so viel Nasenspray rein, dass ich fast Nasenspray abhängig bin und trotzdem bin ich so verrotzt mit irgendwelchen Breckerl drin, dass wenn ich einmal in den Tee rotze, so, dass ich mir die Lunge punktiere mit irgendeinem Scheißdreck, der wieder drin hängt, dass man nicht außerätzt vor dem Nasenspray. Ja. Ich flippe aus, mir regt das so viel auf, dieser scheiß Frühlings-Sommerzeit mit dem ganzen Mist, der umeinander kreucht und fleucht. Gott. Mein Problem war nur mit Augen. Ich sag von den Augen nicht aus. Alles andere mit dem Rotzen, mein Gott, da wische ich mich Ärmel um und an die Hosen rein und das war's dann. Aber, Vor allem an die Hosen, aber das Brennen in die Augen, du, das ist scheiße. Ja, das nervt noch dazu. Mir geht man dann noch als super Asthmatiker und dann kriegst du schon keine Luft, nicht? Dann punktieren wir die Lunge nur mit Rotzbreckerl. Ich sag's dir, was ist mit der Pharmaindustrie? Macht's mir was Gescheites, bringt's irgendwas aus, dass es hilft? Ja, bin ich auch dafür. Ja, Schon, der Mike und ich, wir sind geplagt. dass der Klimawandel mal was Gescheites macht. Ja, genau, dass endlich so heiß wird, dass nichts mehr bliert, dann hätte ich wenigstens mehr Ruhe. Dann leben alle in unterirdische Kellergewölbe und so. So wie wir es wollen. Du, unsere Generation kommt vielleicht nur einigermaßen gut durch, aber die nach uns die Sintflut, weißt du das Boah, hör bloß auf, das hat unser Erdkundelehrer in der Realschule immer wieder gesagt. Was? So, ja, und da haben wir damals das gemacht und das und das und das und deswegen haben wir Ozonloch, aber mein Gott, das wird ja nicht mehr unser Problem, das ist Eiers. Das, selbst in der Richtung hat's bei uns in Erdkunde in Bio-Schule geheißen, dass, die haben uns auch schon prophezeit, dass unsere Generation wahrscheinlich nur ein wenig mitkriegen wird, aber die danach. Aber ich wisst es ja glaubt's an den Klimawandel, oder wie? Niemals. Beste Frage von den ganzen konservativen Saudeppen, aber das nehmen wir halt nicht mit, weil das wird wieder zu lang, das Walleck. Ich hab noch ein anderes Walleck, das schluckt aber ein bisschen in die Kerbe ein mit dem ganzen Assi-Scheiß. Das jetzt, mir war ein Bekannter da, er macht noch schnell Brotzeit, er hat sich was mitgenommen. Also ja, passt, hättest du was haben können, aber nein, friss noch Teigzeug, was hast du da mitgenommen? Dann hat er abbackelte Wurst dabei, da bin ich schon fertig, weil das finde ich sowieso oberasozial, aber dann kennst du diese voll asoziale Putenbrust, in der nur die ganzen Adern und Fasern drinnen hängen. Ja. Und ich bin da gesessen, neben mir hat's hergewürgelt, ich hab gesagt, was bist denn du für ein Asozialer, da ist eine frische Theken drinnen, dann holst du wenigstens davon, weißt. Aber nein, da muss ich unbedingt gerade maximal 45 Cent für meine 150 Gramm Putenbrust, wo dann fette Adern und Sehnen drinnen hängen. Ich kotze die ganze Dreckspude voll. Ich glaube, die nächste Stufe asozialer war gerade, wenn ich draußen ein Kickerl hätte und drehe mir einen Hals selber und beißt direkt roh rein. Das ist das einzig Asozialere, was ich machen kann. Aber, boah, also Leidels, bitte, kommt's, ein wenig schauen, oder wenn, dann ist es nicht neben mir, weil mir hebt's mir so, das ist ja ekelhaft. Sag mal, was ist denn eigentlich mit dir los? Was ist mit dir los? Möchtest du das jetzt verteidigen, oder was? Dann Nein, ich möchte ihn verteidigen, ich bin ganz bei dir, aber also, wenn jetzt ich in der Situation war, dann ich mir nicht denke, boah, das nehme ich mit in Dwarlex. Doch. Weil mir das in dem Moment so anwidert, das muss ich da mitnehmen. Weil das Aber ich ist muss für aber mich dazu sagen, wirklich... du hast aber ein gestörtes Verhältnis auch zum Leberkäse, oder? Du magst dann Leberkäse zum Beispiel auch nicht. Jo, ein Leberkäse habe ich schon mengen. Ich habe jetzt wieder gesagt, du kommst vorbei, wenn du mir geholfen hast, bei mir ausbauen, gibt's dann Leberkäse, sauberes Reindl. Dann hat's geheißen, nein, ich mag ein Käsebrot. Ja, ich habe gerade gesagt, ich hab noch schon mengen, aber ich esse halt einfach relativ wenig Fleisch mittlerweile, deswegen habe ich gesagt, nein, brauche ich keinen. Hast du bei jedem Bissen dann gewürgt oder was? Hast bei jedem Bissen dann so gemacht? Nein, es hat ja dann gar nichts gegeben bei dem Scheiß, Mike. Ja, ich habe gesagt, es gibt einen Leberkäse. Du kannst sagen, dann, wenn es bei dir einen Leberkäse gibt, dann ist ja ein Käsebrot. Immer dann, ich nehme immer das Gegenteil. Und wenn jemand sagt, der riecht der Käseplatte nicht, dann sage ich, mehr Leberkäse, du Kruzifix! Was ist denn? Aber damit bitte noch wappelig. Ja, genau, der muss ein wenig weich sein. Ganz viel Fettaugen drin. So wie der Leberkäse gehört, richtig geil. Egal, mit den geilen Gelee-Batzen da drin, das ist richtig... Aufhören. Ja, echt aufhören. Oh, leck. Ich glaube, die meisten Hörer von uns, die bis jetzt so durchgehalten haben, die werden jetzt Vegetarier. Ja, wahrscheinlich. Also, ich war beim Leberkäse, muss ich sagen, ich habe jetzt halt echt schon lange keinen mehr gegessen, aber ab und zu ist ich noch einen. Aber das letzte Mal war ich wieder ein wenig, dass ich gesagt habe, ja, ich glaube, ich brauche noch weniger, als mir ein Bekannter verzeiht hat, der mit so einem Metzger geredet hat und der hat mir dann verzeiht, was da alles noch eingeworfen wird. Nein, sag's nicht. Nein, warum hörst du denn sowas überhaupt da an? Das ist doch Ja, wer ist mal nicht verzeiht? Wenn es dann heißt, da werden am Schluss noch Augäpfel und so einen Scheißdreck eingeschmissen. Ja, dann sag ich, ja, hau ihn ab jetzt. Oh Mann. Was ist für Vielleicht haben wir irgendeinen Fleischer unter die Hörer, der uns sagen kann, dass es nicht stimmt, dass da Augäpfel reinkommen. Aber, Augäpfel, was soll denn das? Das schmeißt man doch weg. Das ist so ein Schmarrn. So ein Scheißdreck. Ich weiß nicht, ob es stimmt, aber wir haben es gesagt. Augäpfel passen doch zum süßen Senf überhaupt nicht. Das stimmt eigentlich, gell? Das stimmt eigentlich. Die ist bei mir Ketchup. Ja, eben.
Aber ja, das ist ein anderes Thema, aber hört's auf mit Abbackel, der voll assi wurscht. Wenn ich da diese durchsichtig, ich sehe da schon, ob da noch die ganzen Adern, die roten, durchzogenen Sehnen und was ich drinnen hängen. Oh, lecker, beidelt's wieder ab, wenn ich an das Ding. Pfui Teufel. Da haben wir lieber die Fotzen aufs Tisch. Und was nur ein riesiger Scheißtrick ist, was aber euch das schon mal aufgefallen ist, bei die Streaming-Anbieter, und zwar allen voran, ist da Sky Ticket und Disney Plus dabei. Wenn du dir da eine Serie anschaust und die nicht innerhalb von 2 Stunden durchgeschaut hast, diese komplette Serie, dann werfen sie das aus meiner Liste aus. Das ist jetzt bescheuert, oder was? Warum? Kann ich mir nicht einmal 2 Tage Zeit lassen, bis ich die 2. Folge anschaue? Dann muss ich mir die Sachen nur wieder neu hersuchen. Und was soll das? Warum gibt's Netflix macht das, egal ob ich heute eine Folge anschaue und in einem halben Jahr die 2, das bleibt in meiner, wo sie gerade Anschaulisten drin haben. Disney Plus und Sky sagen, was, du hast das nicht auf 2 Stunden fertig, selber schuld, suchst dann noch mal rein, du Trottel. Nervt mich. Und die dumme Frage, nach 3 Folgen schaust du noch? Ja, falsch, auch nur nach 3 Folgen. Wer schaut nicht nach 3 Folgen? Was ist mit euch? Jetzt auf, dass ihr das fragt, weil ich mich dann bewegen muss Schulkastel irgendwo raussuchen und muss hindrucken. Und ich mag in meinem Jabba-Suit liegen und muss mich nicht bewegen, mag mich nicht bewegen müssen. Das stimmt. Also das andere Problem, oder der erste Problem, das ist mir jetzt noch nicht so aufgefallen, aber das mit der Frage, die ganze Zeit schaust du noch weiter, ja. Freund, ich habe jetzt 2 Folgen angeschaut, soll ich schon wieder gehen oder was? Hast du schon wieder genug von mir? Das ist echt so wie im Wirtshaus, wenn sie die weiter haben wollen, trinkt es noch was, oder wie schaut's denn da jetzt dann aus? Ja, und dann kriegst du am Schluss bloß das warme Bier, dann kriegst du das Glas halb voll und dann gehst du freiwillig. Ja, genau, dass du schon langsam weißt, die wollen die wirklich langsam gehen halt jetzt einfach. Ja, der mag ins Bett, der Wirt mag ins Bett. Ja, aber und wenn man es halt wenigstens ausschalten kann, weißt du, also sagt, soll ich dich nach 3 Folgen fragen? Nein, du sollst mich nicht nach 3 Folgen fragen, weil mindestens unter 10 Folgen schaue ich nichts am Stück. Bei Netflix kannst du das machen. Wo geht das? Lüge. Wo ist der wenn doch, nein, ohne Scheiß. Ich hab am Wochenende mir auch irgendeine Serie angeschaut und dann ist nach 3 oder 4 Folgen die Frage gekommen, dann statt da eine Option mit dabei, nicht mehr fragen. Zählt das dann nur für die Serie oder kann ich das allgemein auch ausschalten? Das wäre mir irgendwas sagen kann. Ich glaube allgemein. Ich bleib dran. Das war ein Träumchen. Das war ein Träumchen. Vielleicht wird das mal Wolleck fürs nächste Mal. Wolleck, ich hab's ausgeschaltet. Oder Wolleck ist auch nicht hingehauen. Wenn wir das wirklich schaffen, dann wird das unsere nächste Wollecks. Und der Korbi hat ein halbes Bier gut. Genau. Naja, sagen wir mal, man kann das jetzt auch einfach googeln, gell? Nein, wir googeln ja nichts, weil wir wissen alles aus dem Stegreif. Ich hab nicht mehr Computer an. Ja. Okay, gut. Ja, aber das waren dann so meine Highlights oder eher so Lowlights waren das alles für mich den ganzen Juli und August über. Wobei, eins habe ich schon noch gehabt, was auch noch ziemlich cool war, da habe ich lachen müssen. Das war Wolleck, ich weiß nicht gar nicht, was ich davor hätten soll bei uns. War schon im Juli in Kelheim, Impfnacht. Überall anders wirst mit Geld gelockt, mit Joints, mit Donuts, was weiß ich. Und bei uns, da wird in Kelheim, kommt der Landrat, kommt selber daher und dann kriegst du eine Bratwurstzimmer, wenn du impfen lässt und ein Getränkeuntersetzer und ein Erfrischungsgetränk. Ja, da lassen wir sogar Heroin dafür spritzen, wenn ich sowas kriege. Das ist ja voll geil. Das stell mich 2-3 Mal an einem Tag. Ja, und wenn's mich umhaut, dann sage ich, haut's mir bitte eine ganze Infusion rein, bitte, ich möchte die Bratwurstzimmer, und von einer bin ich nicht satt. Am Tropfen und neben den Grill hingelegt. Also blöder als bei uns geht's echt nicht mit ihren Ideen, das haben, oder die erst Leute zum Impfen bringen. Also geht's vorbei und dann es hat's alle Skeptiker, aber mit einer Bratwurstzimmer überzeige ich euch doch alle, oder? Auf alle Fälle. Wo die Augen drin sind wieder. Ja, genau, wo die Augen schon wieder drin schwimmen. Haut's nicht ab jetzt. Und wo liegt jetzt der Wert von Kelheim? Wahrscheinlich bei 0. Wahrscheinlich, ist das hier gehauen. Ich weiß nicht, ich habe irgendwas noch gelesen gehabt, ich glaube, dass 300 Leute oder 350 Leute zum Impfen gekommen sind. Wie viele Einwohner hat ein Kelheim, weiß ich nicht. Ja, bestimmt 200. Meinst du? Was haben sie denn? 122.258 war Stand 2019, ist mir jetzt gerade eingefallen, habe ich mal gelesen vor kurzem. Das ist spontan eingefallen, ja. Ja, das ist so unnützes Mist, das habe ich irgendwie abgespeichert. Also war es dann eher ein guter Schnitt, oder? Ja. Also, das heißt, die haben hauptsächlich Sachen aus dem normalen Leben aufgeregt, Filme, und das Einzige, was du cool gefunden hast, war das Suicide Squad, und da hast du auch schon einen Podcast drüber gemacht. Nicht schlecht. Ja, schon. Ich sage, es war kein guter Monat für mich. Oder keine guten 2 Monate, weil ich habe bei dem anderen Wolleck gefeiert. Ich hab's hart gehabt. Also, das Herz ist selber, Wolleck am Kani ist nicht sogar gegangen. Ja. Ich stell mir das mit der Wurst nur so vor. Der war da und der Kani eine Woche lang jeden Tag über den Typen geschimpft. Furchtbar. Ich hab mir gehaut. Das sind ja Themen für das Sommerloch.
Da war ich kurz vorm Zuhören, nein, hört's auf, ohne Scheiß, das macht mich fertig. Aber damit's mir aus meinem Loch rausholen könnt, da ich sagen, war ich sehr dankbar drum, wenn's uns wie immer liked und teilt und kommentiert und abonniert und Stadia-Abos macht und uns weiterhin so toll, cool findet, wie es uns alle findet, offensichtlich. Oder? Was meinst du das? Oh ja, bitte. Ja, doch, also das kannst du schon gern machen. Da hab ich jetzt auch nichts dagegen, gell? Wie gesagt, das sind ein Haufen Mäuler zum Stopfen, Steady-Abo, Pflicht. Schon, ich hab gehört, beim Mike gibt's einen Leberkäse. Also das heißt, demnächst hat er noch mehr Mäuler zum Stopfen. Ja, bei mir gibt's zwar keine Impfung, aber ein Leberkäse gibt's. Ah, schon her. Immerhin etwas. Und wenn du Bier dazu, dann So, bin ich dabei. du musst schauen, wo du bleibst. Das Und der leider das sagt, der stimmt steht schon. nicht. Eben, da musst du dann mal Augen das essen. sowieso nicht. Oh Gott, bitte. Ich kaufe echt so, ich stelle mir da die Dinger vor, die Halloween-Gummibärle, da gibt's Oh, ja die auch haben ja Augen. eh schon so asozial. Die sind richtig asozial, aber mal, ja, wobei die sind so asozial, die sind wahrscheinlich noch ekliger als echte Augen. Ah, jetzt Kim, jetzt beend bitte den Podcast mit irgendwas Schönem. Das machen wir dann mit einem Beitel von uns, das können Sie sich anschauen beim Post. Genau. Okay, passt. Schaut euch Genau. den Post nochmal an und atmet jetzt nochmal durch. Und auf alle Fälle danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ja, schön war's, das dauert, dass wir das gemacht haben. Und schön, dass wir wieder zu dritt waren, Männers. Ja, Boah, krass, das ist ja auch schon fast ein Leck. das ist, Ja. das ist auch schon fast, weil wir mit zu dritt aufnehmen können, ja. Jetzt haut's ab und gibt's eine Ruhe, weil die Leute wollen ins Bett. Ja, dann vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal beim besten Podcast der Welt. Ich stillen. Servus. Das erinnert mich an den Witz von Superbad. Und zwar? Was heißt, ich bin echt neidisch, dass du an den Titten von deiner Mutter nuckeln dürftest. Du hattest dafür den Lolli von deinem Vati. War jetzt die positive Note, auf der wo wir enden. Ja, genau. Tschüss. Tschüss. Ciao.